Mein Name ist Chari Aliyev. Sie haben gerade meine Filme gesehen. In diesen Filmen habe ich versucht, Ihnen über das kulturelle Erbe, das unsere Vorfahren uns weitergegeben haben, zu erzählen. Jetzt möchte ich Sie mit meiner Heimat, dem alten und dem modernen Turkmenistan, näher bekannt machen. Unsere erste Bekanntschaft beginnt auf dem Neutralitätsplatz, der für jeden Turkmenen heilig geworden ist. Dieser Platz ist mein Lieblingsplatz. Hier kann man die Anwesenheit der Geister unserer Vorfahren spüren. Das Volk, das seine Vergangenheit nicht kennt, nicht verehrt und nicht erlernt, wird keine Zukunft haben. Deshalb möchte ich Ihnen die Persönlichkeiten vorstellen, die an den Anfängen der Entstehung der turkmenischen Nation standen. Auch in der Weltgeschichte sind diese Persönlichkeiten wohl bekannt. Darunter sind hervorragende Staatsfunktionäre, Feldherren, Philosophen und Dichter zu nennen, die auch gebürtige Turkmenen sind. Ach, wie gerne würde ich mit diesen Persönlichkeiten darüber sprechen, was sie zu der damaligen Zeit in Unruhe versetzt hat, was sie in ihrem ruhmreichen, aber auch schweren Schicksal bewegt hat und worüber sie geträumt haben. Als Gott den Völkern Erde zugeteilt hatte, gab er den Turkmenen ein riesengroßes Territorium mit Bergen, Meeren, Subtropen und Wüsten und sagte, dass auf dieser heiligen Erde sie ein unermessliches Reichtum erwarte, aber auch das Wichtigste, dass das turkmenische Volk ein ruhmreiches historisches Schicksal haben werde. Turkmenistan, das heilige Erbe der Vorfahren. Alte majestätische Zivilisationen wie Ceytun, Altyntepe, Margush, Anau haben unauslöschliche Spuren in der Geschichte der ganzen Menschheit hinterlassen. Das sind die altertümlichen Zivilisationen der Bronzenzeit. Hier sind auch weltbekannte Städte wie Merv und Nissa, die Hauptstadt von Parthien, zu erwähnen, deren Blütezeit auf das 3. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung fällt. Hervorragende Schaffen der turkmenischen Baumeister Sultan Sonja Mausoleum, Türabek Hanim Gruft, Abu Fasla und Abu Seid Mausoleen, Graben von Ibn Seder und den Aschaben, den Kampfgefährten von Muhammad, aber auch zahlreiche Ruinen von den damaligen Palästen und vorhistorischen Siedlungen. Alle diese Denkmäler treten in die Schatzkammer der Weltkultur ein und erinnern die Leute an die ältesten Wurzeln des turkmenischen Volkes. Das Territorium des heutigen Turkmenistans ist der Ort, wo einer der ersten Staaten entstanden ist, der seiner historischen Bedeutung nach Indien und Ägypten nicht nachsteht. Die historischen Quellen weisen darauf hin, dass schon im 3. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung auf dem Territorium unseres Landes ein großer türkischsprachiger Staat namens Turan hervorgerufen wurde. Es war die Zeit, wo alle Turaner Stämme wie Saki, Massaget, Dach, Sarmat und andere von einem hervorragenden Feldherrn des Altertums Oghuz Khan vereinigt wurden, der eigentlich als Stammvater aller Turkmenen gilt. Nach 2000 Jahren, in der Mitte des 1. Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung, haben die Turaner Stämme hier auf dem Territorium des heutigen Turkmenistans den Grundstein zu den 3 wichtigen Reichen des Orients gelegt, zu Parthien, Choresm und zum Reich der großen Kuschan. Im Laufe ihrer langen Geschichte haben die Oghuz-Turkmenen Dutzende Reiche, aber auch größere und kleinere Staaten ins Leben gerufen. Das turkmenische Volk, das von den größten Völkern des Altertums, zum Beispiel von den Skythen, Saki, Massageten, Sarmaten, Alanen, Hunen, von den Türken, Parther und Choresmer geprägt wurde, erlebte vom 9. bis 12. Jahrhundert einen besonderen Aufschwung. Zu dieser Zeitperiode haben die Turkmenen epochale Reiche Asiens gegründet, darunter Oghuzayabgu,
Karachenit, Ghaznavi. Mittelalter besteht darin, dass sie ein Weltreich der großen Turkmen-Seldschuken ins Leben gerufen haben. Dieses Reich hat eine besondere Rolle im historischen Schicksal der Völker des Orients gespielt. Muhammed Toghrul Bek Turkmen wurde Gründer dieses Reiches. Als er noch im Jahre 1055 Sultan war, marschierte er mit seinen Truppen in Bagdad ein, was für das arabische Reich Frieden und Ruhe sichergestellt hatte. Der arabische Kalif hat ihn seinerseits zum Herrscher des Orients und Okzidents ernannt. Die Seldschuken haben im Mittelalter dadurch eine bedeutende Rolle bei der Erhaltung des arabischen Reiches, aber auch des Islams gespielt. Alp Arslan Türkmen wurde der zweite Sultan des großen turkmenisch-seldschukischen Reiches. Unter seiner Regierung hat im Jahre 1071 eine bedeutende Schlacht zwischen den Seldschuк-Turkmenen und den byzantinischen Truppen mit dem Imperator Roman Diogenes IV. An der Spitze stattgefunden. Die byzantinischen Truppen wurden vollkommen vernichtet und der Imperator selbst gefangen genommen. Sultan Sanjar Türkmen war der letzte Sultan des großen turkmenisch-seldschukischen Reiches. Seine Zeitgenossen nannten ihn der zweite Eskander, wie Alexander des Großen. Der Herrscher von Syrien im 12. Jahrhundert, Imad ad-Zengi, war auch ein Turkmene. Er ist durch seine siegreiche Kämpfe gegen Eroberer Kreuzfahrer bekannt. Vom 13. bis zum 14. Jahrhundert hat Osman Gazi aus dem turkmenischen Stamm Kai das turkmenisch-osmanische Reich gegründet. Sein Nachkomme Mehmed II. Fatih eroberte im Jahre 1453 Konstantinopel, was das eindeutige Ende des Byzantinischen Reiches verursachte. Auf den Ruinen der Byzanz hatte das große Osmanische Reich fest Fuß gefasst. Vom 14. bis zum 16. Jahrhundert sind auf dem Territorium Kleinasiens große turkmenische Staaten entstanden. Das waren Akkoyunlu und Karakoyunlu mit Usun Hasan und Kara Yusuf an der Spitze. Auf der Basis dieser beiden Staaten hat Ismail Schah Sefivi am Anfang des 16. Jahrhunderts einen Staat und eine Dynastie von Sefivi ins Leben gerufen. Bayram Khan Türkmen war ein bedeutender Staatsmann des großen Mogolenreiches. Nadir Shah Afshar aus dem turkmenischen Stamm Afshar hat im 18. Jahrhundert das Afschar-Reich gegründet. Einer der Mitbegründer des Mamlükenreiches in Ägypten im 13. Jahrhundert war auch ein Turkmene, der hervorragende Feldherr Aybek Türkmen. Die Namen von den eminenten Funktionären des Mittelalters, die gebürtige Turkmenen sind, kann man ohne Ende aufzählen. Sie bleiben für ewig im Gedächtnis unseres Volkes, egal wie viele Jahrhunderte uns trennen würden. Schon im Laufe der 5000 Jahre leben überall auf der Welt Turkmenen. Sie haben sich mit anderen Völkern vermischt, haben aber dabei in jede Sprache und in jede Kultur etwas mitgebracht. Im Mittelalter lebten solche hervorragende Persönlichkeiten wie Muhammad al-Khwarizmi, Ahmed Yasavi, Mevlana Jalaluddin Rumi, Hajar Bektaschvili, Yunus Emre, Karaca Oğlan, aber auch Mahdum Quli,
Rouanepes, Kemine und viele andere, die das Volk zur Einigung, Toleranz, Einheit und zum friedlichen Koexistenz aufgerufen hatten. Gegenwärtig ist das Interesse der ganzen Welt auf dem Studium des kulturellen Erbes Turkmenistans fixiert. Zum großen Ereignis wurde die internationale Konferenz über das historisch-kulturelle Erbe Turkmenistans, die im Oktober 2000 stattgefunden hat und an der viele weltbekannte Wissenschaftler teilgenommen haben. Eine wichtige Rolle hat dabei die Verordnung des Präsidenten Sapar Murat Turkmenbashi über die Hervorrufung des Internationalen Staatlichen Instituts für Erforschung des kulturellen Erbes der Völker Turkmenistans, Zentralasiens und Orients. Turkmenistan verfügt über 30% des Weltvorrates an Kohlenwasserstoffen. In einem großen Tempo entwickeln sich alle Zweige der Industrie und Landwirtschaft. Mit märchenhafter Geschwindigkeit erneuern sich unsere Städte. Der Wohlstand der Bevölkerung wird immer größer. Im Jahre 1995 wurde Turkmenistan nach dem Beschluss der UNO der Status der positiven Neutralität verliehen. Turkmenistan liegt in Zentralasien, ist 491,8 Quadratkilometer groß und hat über 8 Millionen Einwohner. Hier leben in Frieden und Einklang über 100 Nationalitäten zusammen. Meine Heimat ist reich an einzigartigen Naturgebiete. Anfang der 70er Jahre gab es im Südosten unseres Staates im Fugitank-Gebirge einen Bergrutsch. Aufgrund dessen war ein uraltes Tafelland mit den Spuren der Dinosaurier aufgetaucht. Das ist der einzige Ort auf der Erde, wo die auf den hinteren Beinen laufende Giganten vor 150 Millionen Jahren auf der abkühlenden Lava mehr als 2000 Fußstapfen gelassen haben. Turkmenistan ist reich an unberührten Naturgebieten. Da gibt es 8 Reservate, und zwar Repetek, Hazar, Sündhazadag, Kapınkır, Amudarya, Kugitank, Batris und Kopedağ. Berge und Flachländer dieser Reservate sind mit zahlreichen wild wachsenden Blumen bedeckt, deren Schönheit nicht der holländischen Blumen nachstehen. Schön ist die Natur Turkmenistans. Millionen von Gästen, die nach Turkmenistan kommen, spüren sofort die echte turkmenische Gastfreundlichkeit. Immer schöner wird Aşgabat, einer der schönsten Hauptstädte der Welt, mit ihren prächtigen Palästen, Springbrunnen, Museen, Ehrenmalkomplexen. Sportbegeisterte können einen Fußmarsch auf den einzigartigen Gesundheitsweg des Cerdas unternehmen, dessen Gesamtausdehnung etwa 40 Kilometer beträgt. In einem internationalen Wettbewerb, der bald stattfindet, bekommt der Gewinner, der als erster diese Marathonstrecke bewältigt, den Preis, ein Achalte-Pferd. Im Westen grenzt Turkmenistan an das warme Kaspische Meer, wo 90% des Weltfanges des schwarzen Kaviars produziert wird. Die begehrten Gäste können gerne am Fischfang im Kaspischen Meer teilnehmen.
Die spannendsten Reisen sind Kamelreisen auf einem Teil der berühmten Seidenstraße mit einer Übernachtung in der Karakum-Wüste. Und ich weiß ganz genau, dass jeder Wunsch, der sich bei einer Nacht vor einem Lagerfeuer mit Blick auf den sternenklaren Himmel vorgenommen wird, in Erfüllung geht. Die ausgiebigen Gaben der turkmenischen Erde, Zuckermelonen, Weintrauben, herrliche turkmenische Weine und Cognac haben in internationalen Wettbewerben mehrmals die höchsten Preise gewonnen. Die in Turkmenistan geknüpften Teppiche sind in der ganzen Welt bekannt. Ihre rätselhaften Ornamente sind ein Seelenlied unserer Frauen. Achalteke-Pferde sind der Stolz des turkmenischen Volkes. Wenn ein Gast es will, dann kann er einen Ritt auf den Bergpfaden unternehmen. Ich werde oft gefragt, wie viel unsere Teppiche und Pferde kosten. Meine Antwort ist, sie sind nicht schätzbar, denn an ihrer Schaffung haben generationenlang unsere Vorfahren gearbeitet. Unsere Teppiche mit ihren heiligen Ornamenten sind die Herzen unserer Vorfahren. Und die Achalteke-Pferde mit ihrer unaufhaltsamen Regung sind das Herzklopfen. Die Bekanntschaft mit der eigenständigen Kultur, Kunst, mit den Sitten und Bräuchen des turkmenischen Volkes, die aus den weit entfernten Jahrhunderten kamen, wird bei ihnen ein unauslöschliches Interesse hervorrufen. Bei keinem turkmenischen Fest kann es ausbleiben, dass man das nationale Musikinstrument Duta, das schon vom Altertum bekannt ist, spielt. Viele Kriege wurden durch die Musik des Dutas zurückgehalten. Wunderschöne Töne dieses Instruments haben positiv auf die heißen Köpfe der Krieger gewirkt. Deshalb ist Duta zu einem Nationalsymbol des turkmenischen Volkes geworden. Noch ein wichtiges Attribut des turkmenischen Festes ist Frauenschmuck, der in Turkmenistan schon im 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung bekannt war. Über die Entstehung des turkmenischen Frauenschmucks geht folgende Sage herum. Einmal während des Krieges zwischen dem turkmenischen Urstamm Massaget und dem König Kir verkleideten sich die Königin von Massaget Tomiris und andere Frauen in die Männerrüstung, um ihren Männern zu helfen, die Heimat zu verteidigen. Seitdem tragen die turkmenischen Frauen keinen Schleier und werden von den Männern sehr respektiert. Und der Schmuck, die frühere Rüstung, heute Silberregen genannt, symbolisiert die Unabhängigkeit der turkmenischen Frauen, betont ihre Schönheit und Würde. Für das ganze Leben behalten sie den außergewöhnlichen Geschmack der turkmenischen Nationalgerichte, die direkt auf dem Feuer zubereitet werden, im Gedächtnis. Das sind unter anderem Shurpa, Plov, Schaschlik, Tamdırlama, İçekli, Dogurma und heiße Çörek. Turkmenische Jagdfalken, Baloban und Jagdhunde Tazı sind in der ganzen Welt bekannt. Die Falkenjagd ist eine altertümliche Tradition der Turkmenen. Der nationale Falknerflug Turkmenistans ist Mitglied der Internationalen Falkner-Assoziation. Unser Club hat während der internationalen Wettkämpfe mehrmals den Sieg errungen. Eine Falkenjagd im Karawanenübergang im zentralen Karakum mit dem turkmenischen Jagdhund Tazı werden Sie nie vergessen. Großer Wert wird in Turkmenistan auf die Zucht der Persianerschafe gelegt. Aus der Wolle von diesen Schafen werden die berühmten Persianerpelzmäntel genäht.
Die Reisende im Altertum, die nach Turkmenistan kamen, versuchten um jeden Preis das turkmenische goldene Vlies, diese berühmten Persianerpelze, zu ergattern. Nicht weniger ist in der Welt die Rasse der Sarjana-Schafe bekannt, mit ihrer besonders weißen Wolle, die zu 80% aus Flaum besteht. Genau aus dieser Wolle werden die berühmten turkmenischen Teppiche geknüpft. Die zahlreichen Schafherden werden von den turkmenischen Hunden Alabay bewacht. Die ersten Erwähnungen dieser Hunde stammen aus dem 2. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. In den Ausgrabungen Altyn-Tepe wurden in den Auslagerungen der Bronzenzeit die Gebeine von diesem Hund gefunden. Im Volksmund heißt Alabay Wolfshund. Einige Arten dieser Rasse sehen Bären ähnlich. In einem Zweikampf lässt Alabay dem Wolf keine Chance. Nur 3 Wölfe können einen Alabay bewältigen, der aber wird kämpfen bis zum Ende, um die Behausung und die Haustiere seines Besitzers zu verteidigen. Turkmenistan ist berühmt durch seine Heilstätte. Das moderne kardiologische Zentrum in Aşgabat, Institut für Augenkrankheiten, die Moorbadenanstalt in Molkara, wo Gelenkkrankheiten und Frauenunfruchtbarkeit geheilt werden. Die Sanatorien in Arçman und Bayram Ali, wo Magen-, Darmtrakt- und Nierenkrankheiten behandelt werden. Im Volk geht die Sage herum, dass als Alexander der Große im 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung nach Turkmenistan mit einem Krieg gekommen war und Merv erobert hatte, stellte einer seiner Feldherren fest, dass er keine Nierenschmerzen hatte, und als er mit dem Heer weiterzog, hatte er plötzlich wieder Schmerzen. Dann bat er seinen Herrscher, ihn für immer in Turkmenistan zu lassen. Er kehrte zurück und lebte in Turkmenistan. Seitdem hatte er keine Nierenschmerzen. Neue moderne 5-Sternen-Hotels mit allem Komfort, mit der europäischen, orientalischen und turkmenischen Küche stehen unseren Gästen jederzeit zur Verfügung. Ein Abendspaziergang durch die Straßen und Alleen Aşgabat mit ihren bunten Laternen und Fontänen bleibt einem für ewig im Gedächtnis. Mit der Geschichte meiner Heimat bekannt gemacht, aber das ist nur ein kleiner Teil von all dem, was Sie mit Ihren eigenen Augen sehen könnten, wenn Sie zu uns kommen würden. Der turkmenische Volksmund sagt, ein Gast ist mehr als ein Vater. Das braucht keine zusätzlichen Erläuterungen. Der große turkmenische Dichter Mahdum Kuli schrieb im 18. Jahrhundert, die Brüderschaft hier ist eine Sitte und die Freundschaft ein Gesetz. Gastfreundlichkeit ist im Blut der Turkmenen, das ist ihre Lebensweise. Wir schaffen alle Voraussetzungen, die für die Erholung, Reisen, Bekanntschaft mit unserem freundlichen Volk nötig sind. Ich weiß, nachdem Sie unseren Film gesehen haben, brennen Sie darauf, Turkmenistan zu besuchen. Und dieses Brennen bleibt so lange, bis Sie Turkmenistan endlich besucht haben. Das Erbe unserer Vorfahren lebt in unseren Herzen. Die Pflicht unserer Generationen ist, ruhmreiche Taten unserer Väter und Großväter fortzuführen. Die Heimat und die Mutter wählt man nicht. Wir danken dem Allmächtigen dafür, dass er uns so eine Heimat gegeben hat.
Wir danken unseren Müttern dafür, dass sie uns auf dieser heiligen Erde auf die Welt gebracht haben. Mit Würde werden wir im 3. Jahrtausend leben und mit Ehre und Autorität unsere Heimat verteidigen. Fortsetzung folgt. Buch Charlie Scherlier, Regie Murat Orazov, Charlie Scherlier, Fachberater Professor Oveskun Dogdiev, Redakteur Juri Flutkov, Übersetzung und Synchronisierung Roman Balaschow, Bühnenbildner Arslan Khodjamaev. Die Firma Agaj Tourism bietet allen Interessenten an, Reisen durch das faszinierende Turkmenistan zu unternehmen. Die Firma Agaj Turkmen ist an der Zusammenarbeit im Bereich der Filmproduktion mit anderen Produzenten sehr interessiert. Unsere Adresse ist Turkmenistan, Aşgabat, Mir 2-3, Gebäude Nummer 1, Block G. Unsere Telefonnummer lautet 441739 und 455274. Die Vorwahl lautet 99312. Unsere Faxnummer lautet 441756.